Wir sind mitten in unserer Predigtserie über den Jakobusbrief. Der Brina hat uns vor 2 Wochen mit in Jakobus 1 genommen, eine Einführung gegeben. Um was geht es in dem Brief? Was ist überhaupt das grundsätzliche Anliegen von Jakobus? Und letzte Woche haben wir uns echt ein etwas kontroverseres Thema angeschaut. Da ging es um Glauben und Taten und wie das eigentlich so zusammenpasst und wie wir Jakobus und Paulus irgendwie so zusammenbringen können. Und heute geht es um ein Thema, das ist nicht ganz so kontrovers und vielleicht auch nicht ganz so brisant. Und ich hoffe, dass jeder von euch das auch irgendwie in einer Weise schon mal gehört hat. Und zwar geht es heute um Worte, um die Zunge. Und dass Worte Macht haben, also um mächtige Worte. Und zu Beginn möchte ich gerne den Text vorlesen am Stück aus Jakobus. Die Verse 1 bis 12 ist nicht das ganze Kapitel. Also wenn ihr so das ganze, das volle Kapitel haben wollt, dann dürft ihr einfach zu Hause noch weiterlesen. Und zwar gibt es noch mehr Verse, 13 bis 18. Das dürft ihr dann als Hausaufgabe zu Hause machen, beziehungsweise Godi liest uns sogar nachher noch einen kleinen Teil. Aber wir steigen jetzt voll ein in Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Ich lade dich herzlich ein, entweder einfach aufmerksam zuzuhören oder deine eigene Bibel aufzuschlagen und selbst mitzulesen. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag, so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Mächtige Worte. Worte haben
Macht. Und ich hoffe, dass ich dir eben damit heute Morgen nichts Neues sage. Dass Worte unglaubliche, unfassbare Macht haben, das sehen wir schon in den allerersten Versen der Bibel. Denn hier steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Achtung, und Gott sprach. Es werde Licht. Und es ward Licht. Gott sprach. Gott hat Worte ausgesprochen und diese Worte hatten schöpferische Kraft. Es ist etwas Neues entstanden, etwas Wunderschönes und Gott sprach und sprach und sprach und Neues ist entstanden. Ja, Worte haben die Möglichkeit, so viel Schönes zum Aufblühen zu bringen, etwas Gutes zu schaffen. Ja, auch in Lukas 7, der Hauptmann, der wusste, wie mächtig Worte sind, als er sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Ja, ich weiß, dein gesprochenes Wort kann meine Seele gesund machen. Und in Sprüche 16, Vers 24 steht, freundliche Worte sind wie Honig, wie Honey, süß für die Seele und gesund für den Körper. Hey, Worte können so süß, so gut, so wunderschön, offensichtlich sein. Aber vielleicht hast du in deinem Leben auch schon erlebt, dass Worte eben auch so das komplette Gegenteil sein können. Worte können auch unfassbar zerstörerisch sein. Und da reicht manchmal schon ein Wort. Ist dir das schon passiert? Ah, da war es draußen. Und in dem Moment hast du dir gedacht, oh Mist, hätte ich es doch nicht gesagt. Aber man kann es eben nicht zurückholen, ne? Einmal gesagt, es ist draußen. Und ein Wort kann so tief verletzend sein. Ein Wort kann wie ein Schwert sein, das sagt auch die Bibel. Verletzen wie ein Schwert, wie ein Stich ins Herz. Und da, wo das Herz erst einmal verletzt ist, da braucht es häufig einen so viel längeren Weg der Heilung als von körperlicher Verletzung, weil es ist so tief. Und in Sprüche 18, Vers 21 steht, Worte haben Macht über Leben und über Tod. Hey, das ist die Spanne, in der wir uns bewegen, wenn wir über Worte reden. Also es ist wichtig, dass wir uns über Worte unterhalten. Und Jakobus, es ist ein so großes Anliegen, dass er das sogar nicht nur einmal in seinem Brief macht, sondern er macht es mehr als 7 Mal, dass er über die Zunge und über die Worte spricht. Und das macht er, weil es auch Jesus ein riesiges Anliegen war. Und Gott generell, auch in den Sprüchen, ich habe jetzt schon einige Sprüche, einige Weisheitssprüche zitiert, da kommt das immer wieder das Thema. Und weil Worte eben diese Macht haben, in dieser Spanne zu sein zwischen Leben und zwischen Tod, wollen wir einsteigen in diesen Text. Weil Yada Brina hat es gesagt, Jakobus Anliegen ist es, dass wir immer reifere Christen werden, reifen. Und da ist eben auch die Zunge, so ein nettes Organ unseres Körpers, das uns dabei helfen kann, zu reifen oder eben auch nicht. Also wollen wir in den Text einsteigen und mal so richtig schön Vers für Vers durchgehen, was Jakobus Anliegen ist. Und bevor wir da einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke für dein Wort. Danke für den Jakobusbrief, danke für die Worte, die du uns mitgegeben hast. Und ja, danke, dass du mir vorangegangen bist, dass du mir Dinge offenbart hast. Und ich bete, dass du mir heute Weisheit gibst mit den Worten, die ich spreche. Ich will dir folgen, hilf mir dabei, die richtigen Worte zu sagen und die falschen Worte drin zu behalten. Und ich bete, dass du unsere Herzen weit machst, heute für
dein Wort, was du jedem Einzelnen sagen willst, wo du uns herausfordern willst und uns fördern willst, zu reifen Christen zu werden. Amen. Ja, den ersten Vers können wir überspringen, wegen mir. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir schauen es uns komplett an. Nämlich, meine Geschwister, es sollten nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer zu sein. Warum? Weil die Lehrer, die werden einmal besonders streng beurteilt. Ja, wieso sagt er das? Er sagt das, er stellt das voran an seine Thematik, weil es eben so wichtig ist. Das ist eine Anrede an mich. Ich habe eine Verantwortung. Und dieser Vers, der erinnert mich an etwas. Nämlich, dass ich eine geistliche Verantwortung habe in der Verkündigung. Und das habe nicht nur ich, sondern das haben wir alle da, wo wir in geistlicher Verantwortung stehen. Da, wo wir das Wort Gottes weitergeben, da haben wir eine besondere Verantwortung. Und wieso sagt Jakobus das? Eben, weil er hier schon seinen Punkt macht oder seinen Punkt verdeutlichen will, den er dann später macht. Unsere Worte, sie haben eben Macht. Es ist nicht egal, was wir reden, sondern es ist von unfassbar großer Bedeutung. Und ich will das tun in einer Demut und in einer Verantwortung. Und daran erinnert mich Jakobus, wenn ich das lese. Ja, wir haben eine Verantwortung mit dem, was wir sagen. Und das soll uns nicht dazu bringen, dass wir schweigen oder dass wir denken, ja, dann mache ich es eben lieber nicht. Ja, wenn ich jetzt besonders geprüft werde, nee, lass ich sein. Das könnte eine Reaktion sein, ja, aber das sollte es nicht. Wenn wir so etwas lesen, dann sollten wir nicht davor zurückschrecken, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Und wir sollten auch nicht aufhören zu reden und zu verkündigen und zu lehren. Nein, wir sollten vielmehr ermutigt sein, es nicht einfach leichtfertig zu machen, sondern es in großer Verantwortung zu tun, es in einer Reife vor dem Herrn zu tun. Und auch wenn mich das schon immer mal wieder so ein bisschen tiefer durchatmen lässt. Ja, weil Verkündigung ist eben schon eine große Verantwortung und ich will das in Verantwortung vom Herrn tun. So lässt mich doch der nächste Vers ein bisschen entspannen, wenn auch Jakobus sagt, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Er schließt sich hiermit ein. Er sagt nicht, ihr alle, ja, ihr lasst euch ja alle was zu Schulden kommen. Nein, er schließt sich mit ein. Er sagt, wir alle. Sogar Jakobus, ein Mann, der wirklich ein Mann des Wortes und ein Mann der Tat war, der mit Leidenschaft und Feuer unterwegs war. Er schließt sich hier ein und sagt, wir machen alle Fehler. Wir lassen uns alle etwas zu Schulden kommen. Und zwar sagt er hier nicht, hin und wieder mal. Ich am allerwenigsten, aber auch mir passiert's mal. Nein, er sagt immer wieder, immer wieder. Und einen besonderen Fokus legt er hierbei auf die Worte. Immer wieder bei dem, was wir sagen, bei unseren Worten. Bei dem, was eben irgendwie rauskommt, da scheinen wir uns besonders viel zu verschulden. Und sicher nicht nur ausschließlich. Ich glaube, man kann auch ohne Worte sehr viel Schaden anrichten. Aber irgendwie scheinen die Worte hier doch etwas zu sein, wo wir uns immer wieder etwas zu Schulden kommen lassen. Und wie ich schon gesagt habe, Jakobus, ich habe es noch nicht so richtig deutlich gesagt, aber Jakobus lehnt sich sehr viel an die Weisheitssprüche von Salomo und er stützt sich auf die Lehre von Jesus. Und das wird deutlich, ja, dieser Gedanke, dieses Gedankengut, was er uns hier mitgibt im 3. Kapitel, das finden wir auch wieder in den Sprüchen und das finden wir auch bei Jesus. In Sprüche 10, Vers 19 steht, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Zunge im Zaum hält, der ist klug. Ja, das
ist quasi die Zusammenfassung, oder nicht ganz, aber das ist auf jeden Fall ein großer Kern dessen, was Jakobus uns hier sagt. Ja, wo viele Worte sind, da geht es nicht ohne Sünde zu. Und Jesus gibt uns auch einen Einblick, wieso das so ist. In Matthäus 15, die Verse 11 oder der Vers 11 und die Verse 18 bis 19, da spricht Jesus: Nicht das, was der Mensch durch den Mund in sich aufnimmt, macht ihn in Gottes Augen unrein. Unrein machen ihn vielmehr die Worte, die aus seinem Mund herauskommen. Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen. Und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Wieso sind die Worte, die wir sprechen, von so großer Bedeutung? Letztlich sind sie ein Bild dessen, was in unserem Herzen ist. Und eine weise Frau, die hat so auf den Punkt gebracht und sagt, ja, es kommt eben raus, was drin ist. Es kommt eben raus, was drin ist. Wenn du auf eine Zahnpastatube draufdrückst, dann kommt da Zahnpasta raus. Und wenn in deinem Herzen Böses ist, dann kommt da Böses raus. Und wenn in deinem Herzen Jesus ist, dann kommt da Jesus raus. Und ich finde es spannend, mal zu reflektieren. Was kommt denn bei dir so raus? Über was redest du eigentlich so den ganzen lieben langen Tag? Wenn jetzt du zusammenfassen würdest, mal eine Woche, man betrachtet eine klassische Woche deines Lebens, über was redest du? Prozentual am meisten, so den ganzen Tag lang, über was redest du? Und ich will dir wirklich, ich meine das wirklich, mir ist das wichtig, über was redest du? Und ich möchte dir einen kurzen Moment geben, darüber nachzudenken. Über was sprichst du? Wovon ist dein Herz voll? Wovon geht dein Mund über? Und ich glaube, das ist wirklich ein Prinzip. Damit, womit wir uns viel beschäftigen, was unser Herz umtreibt, darüber reden wir auch. Ich habe das erlebt, als ich in Afrika war, durfte ich eine Jüngerschaftsschule machen. Und das war eine Gnadenzeit. Ich sage immer, das war Honeymoon mit Jesus. Ich hatte so viel Zeit, die ich mit Jesus verbringen durfte, habe sein Wort studiert, war mit anderen hungrigen jungen Menschen unterwegs und wir haben uns so viel mit Jesus beschäftigt. Und das war also nicht nur, aber wir haben so viel über ihn ausgetauscht, weil wir so voll von Jesus waren. Und auch als ich zurück nach Deutschland kam, ich habe von Jesus geschwärmt, wirklich. Und es war nicht so ein, oh, ich sollte jetzt mal noch evangelisieren gehen. Nein, sondern das war einfach ganz natürlich. Ich habe so viel mit Jesus erlebt und das war so mein Horizont, dass ich einfach davon geredet habe. Und ich habe in einer Bäckerei gejobbt, habe mir meine Brötchen verdient und Brötchen verkauft. Ich habe das voll geliebt, Verkäuferin zu sein und Brötchen zu verkaufen. Und mit meinen Kolleginnen, das ist rausgeflossen aus mir, dass ich mit ihnen über Jesus geredet habe. Und sie haben halt mit mir über das geredet, was sie halt so beschäftigt. Ich weiß das schon gar nicht mehr so genau, aber dann ist es vielleicht die Kita, wo das Kind hingeht und keine Ahnung, das Wetter, was die Menschen halt so beschäftigt. Oder, also das war jetzt auf der Arbeit weniger, aber ja, vielleicht redet man, ich weiß nicht, über was redet man? Fußball oder so. Ich habe heute Morgen über Fußball geredet.
Und so habe ich gestern das Match geguckt und es hat mich sehr beschäftigt. Es war ein Krimi. Und Deutschland hat es ins Halbfinale geschafft. Yay. Und darüber habe ich geredet. Ups, habe ich mich halt gestern mit beschäftigt. Ja eben, womit wir uns beschäftigen, darüber reden wir auch. Und wie viel redest du über Jesus, über deinen Glauben? Geht es über? Oder ist es mehr so ein Oh? Und ich packe mir da selbst an die Nase, wenn ich reflektiere, über was rede ich denn den ganzen Tag? Ja, wieso wird es nicht ein neues Normal, dass wir am Essenstisch sitzen und ich erzähle Flo, hey, oh, und mich hat so fasziniert und heute im Wort habe ich gelesen und dann komme ich nach Hause von der Arbeit und sage, boah, heute hat mich so berührt und dann hatte ich ein Wort der Ermutigung für jemanden. Ah, und was hast du mit Jesus erlebt? Oder unseren Kindern erzählen, hey, weißt du, damals, da habe ich was mit Jesus erlebt. Was hast du mit Jesus erlebt? Hey, uns beschäftigt was, komm, wir beten dafür. Mit unseren Arbeitskollegen, wenn die uns vom Fußballmatch erzählen, dann sagen wir, oh, weißt du, was ich gestern erlebt habe? Oder ey, heute Morgen, da erzählen die dir von einem Buch, was die halt vielleicht gerade lesen. Dann sagst du, oh, ich lese gerade auch ein richtig spannendes Buch. Oh. Weißt du, was ich da gelesen habe? Das sollte das neue Normal werden. Dass wir eben über das reden, was uns beschäftigt. Dass wir über Jesus reden, dass das übergeht, aus uns raus sprudelt und rausstrahlt. Aber irgendwie, eben sagt Jesus das auch im Herzen des Menschen. Und ja, wir versündigen uns auch immer wieder, aber da kommt einfach auch viel komisches Zeugs bei rum. Und zurück zu Jakobus gibt er uns 2 Beispiele, was eben unsere Zunge, unsere Worte bewirken können. Ich finde, das sind so schöne Beispiele. Nicht, dass ich mich mit den beiden so sonderlich gut auskennen würde. Ich habe einmal eine Reitstunde genommen, weil meine Eltern fanden, das ist zu teuer und dann musste ich das selbst bezahlen. Dann habe ich verstanden, wie teuer das ist und dann habe ich es gelassen. Also ich weiß nicht super viel über Pferde, aber er bringt hier ein Beispiel und zwar sagt er, wenn man einem Pferd ein Zaumzeug so in den Mund macht, dann kann man das damit lenken und sich das ganze Tier gefügig machen. Dann kann ich sagen, ziehe ich da und dann läuft es nach rechts und ziehe ich da und läuft es nach links. Wie beim Boot. So. Und da fällt mir gerade ein. Wir haben letztens, haben wir ein Ehepaar gesehen und die haben sich neu ein Kajak gekauft und die haben das zum ersten Mal ausprobiert. Ich sage euch, das ist in einem Ehestreit ist das geendet, weil die haben versucht zu lenken, aber die wussten irgendwie nicht so richtig wie. Und dann haben sie immer beide so an die gleiche Seite gepaddelt und dann sind sie so beide nach rechts, dann sind sie gegen so ein was war das, so eine Brücke, so ein Steg sind sie gefahren und also wir haben uns das so ein bisschen angeschaut, ja, man muss schon wissen, wie man das lenkt, aber das lenkt eben auch. Und sogar bei so einem großen Kreuzfahrtschiff, da gibt's so ein Ruder und das ist verhältnismäßig recht klein für so ein Riesenschiff. Und der Steuermann kann, indem er dieses Ding lenkt, kann er sogar entgegen Wind und Wellen dieses riesige Schiff lenken. Und jetzt sagt Jakobus, genau so ist es mit der Zunge. Die Zunge ist wie so ein Zaumzeug, was du einem Pferd anlegst und ist genau so wie eben dieses Ruder von diesem Schiff. Und um was geht es hier, Jakobus? Jakobus Punkt ist, du kannst damit eine Richtung einschlagen. Du kannst eben etwas lenken. In welche Richtung geht's denn? In welche Richtung lenkst du dein Lebensschiff, dein Lebenspferd? In welche Richtung geht's? Und wenn wir die richtige Richtung einschlagen wollen, Jesus hinterher, auf dem Weg des Lebens, dann können wir unsere Zunge dazu eben gebrauchen, weil die Zunge, die kann eben Großes bewirken. Das Problem ist nur eben auch, neben diesen 2 eher positiven Beispielen vom Pferd und vom Schiff, gibt uns Jakobus auch noch ein weiteres Beispiel, und zwar vom lodernden Feuer. Und er sagt hier, ja, wie ist denn das beim Feuer? Alle, die in die Jungski gehen, die wissen das ganz genau. Also mal, wenn wir irgendwo Feuer machen, ui, gut, dass ich die Jungski lade. Nee, das muss jetzt noch richtig gelöscht werden, weil wenn da jetzt noch der Wind kommt und ein Funke irgendwo aufs Laub kommt und dann haben wir hier einen Waldbrand in Wettingen. Geht nicht, also
richtig gut. Die sind da richtig gewissenhaft und lernen das. Und die wissen, ein kleiner Funke genügt, um einen Waldbrand, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Da reden wir jetzt nicht mehr von einem schönen Lagerfeuer, sondern Waldbrände, das ist etwas Zerstörerisches. Wir sehen das in den Nachrichten immer wieder, da wo ein Waldbrand ist, das ist quasi nicht unter Kontrolle zu bringen und ohne Rücksicht und Verluste wird alles zerstört. Und dafür reicht ein kleiner Funke. Ein kleiner Funke. Und genauso ist es auch mit der Zunge. Wieder ein Vergleich. Siehst du, das ist genauso eben, ist die Zunge ein so kleiner Teil des Körpers. Den sollten wir nicht vergessen, weil wenn wir ihn nicht hätten, dann würde uns etwas sehr Großes, also sehr Kleines, aber Großes fehlen. Aber eben die Zunge, die ist wie so ein Funke. Die kann einen ganzen Wald in Brand setzen und unser ganzes Wesen vergiften. Also wieder dieses Bild. Sie kann unfassbar Gutes schaffen, aber sie kann eben auch unfassbar zerstörerisch sein. Und hier verwendet Jakobus so eine krasse Wortwahl, aber unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst entzündet hat. Ich glaube, der Feind, der weiß das. Der Feind, der weiß, ich meine, er hat es gesehen und Gott sprach nur ein Wort. Der Feind weiß das, was für eine Macht unsere Worte haben. Und ich glaube, der nutzt das. Und das kann dann auch, manchmal können Worte so tückisch sein. Das klingt dann auch vielleicht total vernünftig oder so fast freundlich. Aber so ein gehässiges Wort zum aufgesetzten Lächeln, das kann unfassbar viel zerstören. Oder auch so Sätze, wo du dir denkst, ja, klingt vernünftig. Zum Beispiel, nein, wir lästern gar nicht. Wir tauschen nur Informationen aus. Schon mal gehört? Schon mal gesagt? Ich habe das schon gesagt in meinem Leben. Nee, völlig gerechtfertigt. Wirklich, wir tauschen, das ist nicht lästern, das ist nicht schlecht reden. Es ist einfach, Fakten sind nicht diskriminierend. Aber ich merke dann doch irgendwie, ich mag das auch nicht so gerne, wenn andere Informationen über mich austauschen, wo ich nicht dabei bin. Also irgendwie ist es ja dann doch nicht so respektvoll und liebenswert. Es bringt nicht was Gutes zum Vorschein, auch wenn es vielleicht noch so vernünftig klingt. Und ich fand es sehr spannend. Ich habe gerade die Woche eine christliche Influencerin, einen Post von ihr gesehen. Und sie ist verheiratet, hat so geteilt, so Eheregeln, die sie mit ihrem Ehemann hat. Einfach Regeln. Und Flo und ich, wir haben sowas auch, wir haben auch Eheregeln. Und sehr gut, sehr empfehlenswert, kann ich euch sehr empfehlen. Aber auch echt hart, ist halt eine Regel. Und ich bin da gar nicht so gut drin, mich da immer dran zu halten. Aber ich habe einen sehr guten Mann, der mich dann da in Freundlichkeit daran erinnert, dass wir Regeln aufgestellt haben. Ich habe letztens gesagt, kannst du mir die nochmal zuschicken? Ich glaube, ich muss mir die so auf den Screen drauf machen, dass ich mich daran erinnere. Auf jeden Fall diese Influencerin, eine ihrer Regeln war, ich rede über meinen Mann nicht schlecht bei anderen. Ich mache das nicht. Also ich gehe nicht zu wem anders und läster über meinen Mann. Und also andersrum auch. Er lästert auch nicht über seine Frau. So. Und ich finde das eine total gute Regel. Richtig gut, eine wirklich gute Regel. Und ich finde das dann immer spannend, gerade bei so christlichen Posts irgendwo auf Social Media, sich die Kommentare durchzulesen. Das ist meistens das viel Spannendere. Was sagen denn andere Leute dazu? Und häufig dann auch so die Nichtchristen, wie reagieren die da drauf? Und dann hat eine in die Kommentare geschrieben, nee, also weißt du, das sind alles gute Regeln. Aber die Regel Nummer, keine Ahnung, 4 oder so, ich brauche das manchmal einfach. Ich brauche das manchmal einfach, mich bei Freundinnen so richtig auszukotzen über meinen Mann. Und dann ist auch wieder gut. So, dann. Und ich frage mich, hey, ist das wirklich gut? Tut das wirklich gut? Bringt das etwas Gutes hervor, wenn ich mich einfach mal so richtig Ich sag's nicht nochmal. Ja, was bringt es denn hervor, wenn ich das ausspreche,
diese Worte, fördert das meine Liebe? Fördert es meinen Respekt einer anderen Person gegenüber? Oder ist es vielmehr, ja, dieser Hass und das, und das ist so, Wir ernten, was wir säen. Und wenn wir das eben säen, dann werden wir es auch ernten. Wie viel heilsamer wäre es, wenn ich zu Gott gehe und sage, hey, ja, das hat mich verletzt. Und ja, das nervt mich vielleicht auch. Und dann aber sage, Jesus, zeig mir deinen Blick auf und ich möchte die Person segnen, Segen aussprechen, anstatt böse Worte des Hasses und der Zerstörung. Wirklich einzustehen und etwas auszusprechen, was gut ist. Oh, die Zeit läuft ab. Oh, Hilfe. Okay, also, aber es ist nicht nur, was wir über andere Menschen aussprechen. Das ist mir ein wichtiger Punkt, auch wenn ich nur kurz darauf eingehe. Es ist nicht nur wichtig, was wir über andere aussprechen, sondern auch, was du über dich selbst aussprichst. Was sagst du über dich selbst? Auch hier, was säst du und was erntest du? Wenn wir über uns selbst aussprechen, ich kann das nicht. Hat dir das irgendwie schon mal in deinem Leben geholfen, das dann auch wirklich besser hinzukriegen? Ich kann das nicht. Ich bin nichts. Ich bin nichts wert. Ich bin nicht schön. Ich bin nicht klug. Und ich reihe mich da voll ein. Ich bin da nicht das Paradebeispiel. Aber ich bin am Lernen, mich auf die Wahrheit Gottes zu stellen, auf sein Wort, die Worte, die Leben hervorbringen, die Worte, die Wahrheit bringen und das zu säen. Und wenn wir das säen in unserem Herzen, dann werden wir was ganz anderes ernten. Was ganz anderes. Und wenn wir jetzt mit anderen Leuten reden oder auch vielleicht über uns selbst Dinge aussprechen, dann können wir da so einen guten Filter drüber legen. So wie auf Fotos legt man einen Filter drauf, damit vielleicht die Haut ein bisschen geschmeidiger aussieht. Genauso können wir auch über unsere Worte einen Filter drüber laufen lassen. Und ich habe den so nett den Philipper 4, Vers 8 Filter getauft. Der Philipper 4, Vers 8 Filter, können wir so einen neuen Hashtag machen. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind und allezeit Zustimmung verdienen. Ja, kann man sich doch mal fragen, die Sache, die ich jetzt der anderen Person erzählen will und sagen will, ist das überhaupt wahr? Ist das die Wahrheit? Ist das achtenswert, was ich da sage? Ist es gerecht, rein, unanstößig? Hat es allgemeine Zustimmung verdient? Und vielleicht mal innezuhalten, bevor ich antworte, bevor ich etwas sage. Mich zu fragen, was bringt es jetzt eigentlich gerade, dass ich das der anderen Person sage? Ist das hilfreich? Ist es gut? Bringt es etwas Gutes hervor? Ist das in Jesu Sinne, dass ich das eben sage und ausspreche? Ja, Jakobus sagt, dass es dass es dem Menschen zwar gelingt, Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, aber dass es dem Menschen eben nicht gelingt, die Zunge zu bändigen. Und da, ja gut, kann ich jetzt auch aufhören, oder? Fertig geredet. Geht halt nicht. Fische haben wir gebändigt, wie auch immer das funktioniert. Aber die Zunge, nee, keine Chance. Kriegt kein Mensch gebändigt. Gut, dann. Sollen wir dann hier stehen bleiben? Sollen wir das dann lassen? Es funktioniert doch eh nicht. Ja, er hat am Anfang doch schon gesagt, wir lassen uns allerhand Dinge zu Schulden kommen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Jakobus Anliegen ist, uns zu sagen, ja schaut, ihr kriegt es sowieso nicht hin. Wir alle kriegen es nicht hin, also sollten wir es sein lassen. Nein, sondern sein Anliegen ist, schaut doch, wenn wir die Zunge anfangen im Zaum zu haben und uns Gedanken über das machen, was wir sagen, uns leiten lassen von Jesus in unseren gesprochenen Worten, sowohl über andere, mit anderen, als auch über uns selbst, dann können wir uns in eine gute,
Richtung lenken. Und eben, er sagt, darauf gehe ich noch kurz ein, er sagt es eben hier, nein, das darf nicht sein. Das soll so nicht sein. Und in einer anderen Übersetzung steht auch, das muss so nicht sein. Es muss nicht so sein. Nein, sondern wir können das lernen. Und wie können wir das lernen? Das ist jetzt die große Frage. Gut, wir haben jetzt alle erkannt, Worte können Gutes hervorbringen, Worte können zerstörerisch sein. Ich glaube, ich habe 3 E's mitgebracht. Ist mir vorhin aufgefallen. Der eine ist ein bisschen geschummelt, aber der erste ist das Erkennen. Ja, erstmal die Erkenntnis darüber, okay, meine Worte, krass. Ja, die haben Macht. Sich das immer mal wieder bewusst zu machen. Sich das bewusst zu machen, das, was ich ausspreche, das hat Macht. Das ist mächtig. Das ist der erste Schritt. Und zwar, dir das wirklich bewusst zu machen. Und das zweite, das ist der Entschluss. Ja, den Entschluss zu fassen, okay, Jesus, ich möchte meine Zunge unter deinen Gehorsam stellen. Ich möchte lernen, dass aus meinem Mund gute Dinge hervorgehen. Und ja, dass du mich auch da beschneidest, wo so viel Schlechtes aus meinem Mund hervorgeht, wo ich zynisch bin, wo ich vielleicht läster, schlecht über andere rede, da wo ich den lieben langen Tag, ob ich es nun leise oder laut tue, Lügen über mich ausspreche. Ich will mich da beschneiden lassen. Und das ist ein Entschluss. Den muss man fassen. Und zwar wirklich, weil das heißt, gegebenenfalls eine Einschränkung. Das heißt, dass ich nicht einfach alles rauslasse, sondern das heißt, dass ich vielleicht auch mal was wirklich runterschlucke. Nee, Mund zu. Nein, das lasse ich jetzt nicht raus. Oder vielleicht auch andersherum, dass ich mal was sage, wo ich vielleicht sonst immer nicht gesagt habe. Dass ich die Komplimente einfach mal ausspreche, die vielleicht in meinem Kopf drin sind. Wo ich positive Dinge an anderen Leuten sehe, dass es auch wirklich rauskommt. Und das dritte und letzte, das ist eine Challenge. Das dritte E. Eine Challenge. Ja, nimm dir bewusst was vor. Nimm dir bewusst was vor. Eine Sache, wo du vielleicht merkst, hier struggle ich. Hier struggle ich. Und da setze ich mir vielleicht auch eine Regel. Nein, das lasse ich nicht mehr über meine Lippen kommen. Nein, das mache ich nicht mehr. Ja, hier werde ich etwas sagen. Erkennen, entschließen und eine Challenge setzen und umsetzen. Ja, lasst uns eine Gesellschaft sein, die geprägt ist von Gutem, dass wir gute Worte raustragen. Weil ja, es zeigt, was in unserem Herzen ist. Und hier habe ich einen abschließenden Gedanken für uns, und zwar aus Lukas 6, Vers 45, noch einmal der Vers, wo steht, wo habe ich ihn hier? Ja, ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ja, unser Herz, also unsere Worte sind letztlich ein Spiegel von dem, was in unserem Herzen ist. Aber ich glaube auch, so wie dieses Bild, wie wir uns mit einem Zaumzeug das Pferd gefügig machen können, so können wir auch mit unseren Worten unser Herz lenken. Ich glaube, das lenkt eben was. Wenn ich nicht mehr über meinen Mann oder über meine Freunde, meine Familie, meine Kinder woanders lästern gehe, sondern wenn ich sage, nee, das mache ich einfach nicht, sondern stattdessen spreche ich was Gutes aus. Das verändert mein Herz. Das verändert mein Herz, was ich auch ausspreche, was ich rauslasse. Das verändert Stück für Stück, wie ich denke. Ja, die Zunge ist ein kleines Organ unseres Körpers. Aber wie Jakobus es sagt, sie kann große Dinge vollbringen. Und wir wollen uns jetzt noch einen kurzen Moment der Reflexion nehmen. Nochmal, wo du dir überlegen kannst, ja,
Was redest du? Und was haben die Worte, die du sprichst, für einen Einfluss auf dein Leben? Und vielleicht heute einen Entschluss zu fassen. Ja, ich möchte meine Worte neu unter den Gehorsam von Jesus stellen. Diesen Filter, diesen Philipper 4, Vers 8 Hashtag über mein Leben stellen und immer mal wieder über meine Worte sausen lassen. Innehalten, mich fragen, ist das jetzt wirklich hilfreich, was ich sage? Ist das in Jesu Willen? Und vielleicht den Entschluss neu fassen, ihn unter den Gehorsam von Jesus zu stellen und die Gedanken zu machen, hey, was ist deine eine Challenge? Was setzt du dir für eine Challenge? Und nimm dir nicht 10 Sachen vor, eine, die du umsetzt. Haben wir jetzt Zeit, mit dem Heiligen Geist gemeinsam drüber nachzudenken und dann steigen wir wieder in eine Zeit der Anbetung ein.